Ein Schluck Benzin für den Samichlaus, bitte. Sicher hast du schon gemerkt, dass die Samichlaus nicht mehr alle mit dem Esel am Halfter bei dir um die Hausecke kommen, gell? Zum Teil fräsen sie auf einem Roller mit blendigen Scheinwerfern herum. Oder kutten wie der Blitz mit Düsenantriebsstiefeln durch die Gegend. Warum das so ist? Denk, weil die Samichlaus das Gefühl hatten, wir laufen sicher nicht um wie früher. Wir sind moderne Samichlaus. Da haben die ältesten Kläus die Köpfe zusammengesteckt und beraten. Hin und her ist es gegangen. Und zuletzt sind sie einmal darauf gekommen, dass sie nichts dagegen haben, wenn auch Samichlaus nicht immer noch wie vor 100 Jahren rumlaufen. Darum können alle Samichlaus, die die Prüfung an der Klausenschule bestanden haben, jetzt herauslesen, mit was dass sie am 6. Dezember die Kinder besuchen wollen. Das hat auch der Samichlaus Nummer 9 dürfen und hat natürlich den Roller rausgelesen. Warum, dass er nächsten Klauser lieber einen Esel hat? Los zu, wie es ihm ist ergangen. Genau wie die anderen Samichlaus hat auch der Klaus Nummer 9 seit Wochen all die Sachen, die er für in seiner Klausensäcke braucht, schön zueinander gestellt. Dann hat er sich im grossen Samichlausen-Lagerhaus eine Ecke ausgesucht, für seine Geschenke aufzubewahren und hat alles gut zugedeckt. So hat er kehrlang alles eingemummelt parat stehen und darauf warten, dass es endlich Klausentag wird. Dann war er da. Morgen, so früh, dass noch nicht einmal der Gück und der Kibis vor das Hühnerhaus raus strecken, haben sich die Kläus auf die Socken gemacht, gehen ihre Geschenke höher kontrollieren. Es ist schliesslich wichtig, dass noch alles da ist, sonst gäbe das nicht nur ein Bächli, sondern einen ganzen See voll Tränen bei den Kindern. Zufrieden ist der Klaus Nummer 9 nach seinem Kontrollgang durchs Lagerhaus pfeifend davongezottelt. Dann ist er in die Werkstatt. Dort hat er seinen Roller und seinen Anhänger unter die Lupe genommen. Horti hat er seinen dicken Büdel gebüschelt und ist unter die Maschine gelegen, um zu schauen, ob wirklich alles im Schuss ist. Ein Lächeln um die Maulecke vom Klaus Nummer 9 hat gezeigt, es ist alles tipptopp. Darum ist eigentlich schon nur noch Hänge waschen, zu Mittagessen und nach Appen voll Schlaf nehmen angesagt gsi, bevor es an diesem 6. Dezember am Abend so richtig losgehen konnte. Noch ein letztes Mal schauen, ob die Knöpfe im Mantel alle richtig zugetan sind, die Kappen anständig auf dem Neck thronen und die Säcke im Anhänger nicht herunterpurzeln können.